ist mit dem Lied, dass die da auf der Bühne sind. Jetzt sag einmal, wo seid ihr her und wie lange spielt ihr schon miteinander? Also jetzt, viele kennen uns ja vielleicht schon, wir sind aus Brackenbach, das ist in der Nähe von Fichtach. Seid ihr nicht aus Blurber? Na, da haben wir unser Festel alle Jahre gehabt. Aber in Brackenbach sind wir daheim. Und uns gibt es seit 2010 und wir spielen halt alles, was so geboten wird, Hochzeiten, Volksfeste, ab und zu mit dir dürfen wir spielen, das freut uns ganz besonders. Und bei der Hochzeit, das kann man ja sagen, ihr schwerster Auftritt den sie je gehabt haben in ihrer Karriere war, wo sie mich beglitten haben. Bei der Hochzeit habe ich mit euch gesungen und sie kennen ja eure Lieder, nur ich nicht. Wir hören jetzt was. Ist das ein Mikrofon? Mein Mikrofon. Der Christian, wir haben aber wie hat das heißt ja nicht Brackenbach, sondern Bravo. Bravo. Und da ist ja ganz in der Nähe ein Ort, den ihr auch anders nennt, als er wirklich heißt. Feider. Ich bin ganz begeistert. Ich finde alle Menschen nett. Wichtig ist, ich bin froh, dass ich keinen Dialekt habe. Ich muss es sagen an der Stelle. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Waldrockern. Jawohl. Ja. Ja, liebe Gäste, wir freuen uns natürlich auch ganz, ganz besonders, dass wir heute Abend hier mit dabei sein dürfen bei der Stadelzeit hier in Cham, in der neuen Stadthalle. Und eine Geschichte, bevor das losgeht, habe ich dabei. Und zwar 3 angehende Ärzte haben die Doktorprüfung abgelegt. Als ist der erste einer gekommen zum Professor. Der Professor hat schon einen toten Patienten da gehabt. Der Professor fragt den Ersten, was ist denn mit diesem Patienten gewesen, warum oder woran ist der denn gestorben? Hat er gesagt, der Erste, das war übrigens ein Österreicher, hat er gesagt, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Sagt der Professor, das ist falsch, durchgefallen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Als ist der zweite einer gekommen, das war ein Niederländer. Der Professor fragt den Ersten wieder, sagt er, was hat diesem Patienten gefehlt? Sagt er, der hat eine Schwammerlvergiftung gehabt. Sagt der Professor, das ist falsch, durchgefallen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. So, und jetzt ist einer gekommen, der ist von Cham gewesen. Von Cham. Übrigens, unsere 2 Brüder und Schwestern, die Michi und der Martin, die sind aus Geigand. Und der ist von Geigand im Landkreis Cham gewesen. Der ist einer gekommen, der Professor fragt ihn wieder, sagt er, was hat diesem Patienten gefehlt? Sagt der Martin, der ist an einer Alkoholvergiftung gestorben. Sagt er, ja, der Professor, das ist richtig. Woran haben Sie das erkannt? Ja, hat er gesagt, ich würde das beim Vater kennen. So, liebe Gäste, und dann haben wir einen schönen Titel mitgenommen. Und zuerst einmal die Frage, Hände nach oben, wer ist denn heute Abend hier, der verliebt ist? Ja, ein paar. Die nächste Frage, wer ist denn verheiratet? Ja, das sind schon mehr. Nächste Frage, wer ist denn glücklich verheiratet? Ja, wird schon weniger, gell? Und wer ist denn unglücklich verheiratet? Ah, da vorne da. Hoffentlich hast du nicht deine Frau dabei. Und jetzt die Frage, wer ist mit seiner Freundin statt mit seiner Frau heute Abend hier? Ah, ja, einer schon. Dann hat ich bloß die Fotografieren von der Presse, gell?